Oh, 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 oh. Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Spielanalyse. Diesmal zum 1:5 bei Union Berlin, 30. Bundesligaspieltag, Leute. Bevor wir reingehen, wie immer der Hinweis, wenn es euch gefallen oder wenn euch gefällt, was ihr hier seht, lasst einen Daumen da. Abonniert den Kanal, ist vielleicht kostenlos auf YouTube und ihr unterstützt damit diesen Kanal. Vielen lieben Dank dafür. Kommen wir zum Spiel. Ich habe ja heute zum ersten Mal eine Watch-Party gemacht zu dem Spiel. Hat mir ganz gut gefallen soweit. Ja, mal gucken, wie da die Reise so weitergeht. Kommen wir aber aufs Spiel zu sprechen. Also Spiel, ich denke, ersten 20 Minuten waren super schwach von uns. Ja, das muss man mal ganz klar sagen. Auch Goretzka, Davis, Min-Jae, super viele Probleme gehabt. Wir haben das Glück natürlich gehabt. Was heißt das Glück? Ist ja kein Glück, aber Union war einfach offensiv super, super schwach. Also ich weiß nicht, wie die mit dieser Offensive irgendwie im Abstiegskampf irgendwas rausreißen wollen. Also das war ja gar nichts. Trotz, dass das Stadion gebrannt hat über 90 Minuten. Die haben alles versucht, darum geht's auch gar nicht. Einsatz und so war super da bei Union. Aber das ist ja super schwach in der Offensive. Ja, und da muss man sagen, gut für uns, weil wir haben super viele Halbchancen und so da geboten. Ne? Wenn die da ein bisschen Qualität gehabt hätten und wären da reingegangen, hätte das wirklich eine wilde Anfangsphase gegeben. So haben wir es von Minute zu Minute dann besser in den Griff bekommen. Goretzka hat sich auch ein bisschen gefangen, hat aber immer wieder auch noch viele Fehlpässe drin. Auch so ein Davis. Choupo-Moting wurde von Minute zu Minute ein bisschen besser. Und dann haben wir in der 29 natürlich Leon super stark gemacht, das Tor, gar keine Frage. Ja, und dann haben wir das Spiel langsam dann von Minute zu Minute immer besser in den Griff gekriegt. Ja. Und der Freistoß, ich weiß nicht, warum es da eine Diskussion gab, aber es war ein Freistoß, er hat ihn auf den Fuß getreten. Punkt. Da müssen wir nicht diskutieren. Endlich durfte Harry Kane mal den Freistoß schießen. Ja, sonst schießt er immer Kimmich die Freistöße um den 16er rum, habe ich nie verstanden. Weil Harry Kane sehr guter Freistoßschütze ist, was das anbelangt. Hat er schon bei Tottenham gezeigt. Habe mich sehr gefreut, hat dann das Tor gemacht. Und zweite Halbzeit war es ein super souveränes Spiel von uns. Ja, wir waren auf dem Punkt. Wir sind so hoch gesprungen, wie wir mussten. Nicht mehr, nicht weniger. Wir haben immer noch ein paar Fahrigkeiten drin gehabt. Gerade Fonsi, aber auch Goretzka hat den einen oder anderen Fehlpass drin gehabt. Hat der Leon aber wettgemacht durch sein offensives Spiel. Diesmal muss man ganz klar sagen. Und Union war super, super, super schwach offensiv. Ja. Ja, das trifft es eigentlich. Mehr brauche ich zum Spiel eigentlich nicht sagen, Leute. Ich würde sagen, wir werfen mal einen Blick in die Statistiken rein. Da bin ich selber sehr gespannt. Ja, gut, das spricht eine klare Sprache. 36-64% Ballbesitz. Ich bin auch auf der verkehrten Seite, sehe ich gerade. Ist ja frech, dass ich hier die Bayern-Statistiken verdecke. So geht's ja nicht, wa? Sehr wohl wild. Abseitsstellung 3-2, Fouls 4-4, Zweikampfquote 48-52, Schüsse aufs Tor 4-9, Schüsse insgesamt 15-19. Wo hat Union denn 15 Schüsse gehabt? Das ist ja wild. Wir hätten viel, viel mehr Schüsse haben können, ja. Wir haben ganz, ganz viele Schusschancen verweigert. Fonsi 3-4 Mal, Tell 2 Mal, aber auch ein Kimmich und so weiter. Also wir haben ganz, ganz viele Schusschancen außerhalb des 16ers verweigert, muss man leider sagen. Ecken 5-3, angekommene Pässe 321-663, Flanken 18-18. Schüsse insgesamt, Kane 3, Müller 2, Tell 1. Torschussvorlagen, Tell 1, Choupo 1, Goretzka 1. Ja, den Rest sehen wir leider nicht, wir sehen immer nur die ersten 3. Gewonnene Zweikämpfe, Choupo 7, Goretzka 7, Kim 6. Ballkontakte 113 Davis, 102 Pavlo, 93 Dyer, gefoult worden. Kennt ihr das Spielchen? Das schenken wir uns natürlich. Ja, damit kommen wir natürlich zur Benotung. Erstmal, eigentlich haben wir nichts zu meckern. Wir haben 5-1 gewonnen nach dem Champions-League-Spiel, wo es ein Spiel in der Bundesliga ist, wo es für uns um die goldene Ananas geht. Klar wird der Anspruch da sein, Zweiter zu werden. Das wird sich aber natürlich nicht im Spiel gegen Union entscheiden, sondern eher im Spiel gegen Stuttgart. Oder auch schon gegen Frankfurt, wo wir immer Probleme haben zu Hause. Ja, von daher war es am Ende des Tages
mannschaftlich, wenn wir die ersten 20, 25 Minuten weglassen, eine Note 3 Leistung, würde ich sagen. Wie gesagt, war das, was wir zeigen müssen, nicht mehr, nicht weniger. Ja, dass wir überhaupt mit dieser Leistung dann 5 Tore gemacht haben, ist schon sehr wild. Aber gerade zweite Halbzeit, müssen wir natürlich auch mal sagen, die letzten 20 Minuten oder die letzte Viertelstunde, haben wir aber auch die eine oder andere wirklich schöne Kombination gesehen im Offensivspiel. Ja, also das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Gut, damit gehen wir rein. Fangen wir, wow. Fangen wir mit dem Tuchel an, wollte ich sagen. Ist ja wild, dass mein Johnny jetzt nicht funktioniert, aber ist kein Thema, mache ich das per Hand. Thomas Tuchel heute, ja, ich habe die Aufstellung erwartet. Ich fand die Aufstellung völlig fein. Dass man Choupo gebracht hat auf der 10, dann auf der linken Seite, was auch immer er da genau gespielt hat. Kann man drüber streiten. Ich hätte mir natürlich eher einen Brian gewünscht, aber völlig legitim, dass man die anderen Spieler alle geschont hat. War völlig richtig, vollkommen okay. Auch, dass man dann die Auswechslung gemacht hat. Gerade Leon und Kimmich fand ich sogar einen Tacken zu spät, hätte man noch einen Tacken eher machen können. Aber ansonsten war es eine gute Geschichte. Ich denke, die Einstellung, ja, was sollen wir daran messen? Wir haben 5-1 gewonnen, Tuchel hat nichts falsch gemacht, also von daher für mich Note 2 heute für unseren Chefcoach. Müssen wir auch mal gönnen können, ne? Manu heute eine 3 minus, würde ich sagen. Also gerade erste Halbzeit hat er zweimal schon arg daneben gegriffen und ist runterhergelaufen. Das war schon wild. Zweite Halbzeit dann diesen einen Schuss, bei erster Halbzeit noch den einen Schuss, den er irgendwie so abwehrt, ganz komisch, war auch wild. Gegentor sah nicht gut aus, obwohl er da nichts machen kann. Eigentlich war aus kurzer Distanz, war ziemlich fest geschossen, aber ja, ich denke, eine 3 minus ist da gerechtfertigt. Er war schon mal souveräner, denke ich. Ja, das ist meine Meinung. Gut, kommen wir zur Abwehr. Warte, ich mache erstmal die Aufstellung aus, sonst vergesse ich gleich wieder einen, dann ist wieder Riesengeschreie hier. Kennen wir ja schon. Fangen wir mit dem Josh an. Josh tue ich mich heute ein bisschen schwer, muss ich sagen, mit der Benotung. Es ging auch schon einiges über die linke Seite, aber offensiv war es wild vom Josh heute. Ganz, ganz viele Flanken, die super schlecht waren aus dem Halbfeld, gerade erste Halbzeit. Hat aber sonst jetzt auch nicht wirklich krasse Fehler gemacht oder sowas. Wir haben 5-1 gewonnen. Josh, Note 3. Komm, wir sind doch in Gönnerlaune, Leute. Fonzie Davis, trotz dass wir in Gönnerlaune sind, oder weil wir in Gönnerlaune sind, gehen wir mal auf eine 4 minus. Ja, weil ich in Gönnerlaune bin. Das war wieder unterirdisch. Über ganz, ganz weite Strecken wirklich unterirdisch. Ja, zweimal hat er was retten können durch seinen Speed. Aber ansonsten, alto Knalto, ey, wie viel Fehlpässe, wie viele komisches Verhalten im Zweikampf. Dann vorne, wie viele Schüsse verweigert. Super unglücklich. Ich möchte ihn nicht, also er wollte, ja, das hat man gesehen. Also das muss ich mal ganz klar sagen. Er wollte, aber das war nichts. Das war gar nichts. Also, sorry, Fonzie. Ich würde es mir anders wünschen, aber ich glaube einfach, diese ganze Verhandlungsscheiße, das ist ähnlich wie beim Alaba, ist die Frage, kommt das durch einen Berater, kommt das von ihm? Aber ich denke, wir sind uns alle einig, dass das, seitdem das im Raum steht, sind die Leistungen katastrophal, Leute. Minjay, super schwache erste 17 Minuten. Super schwach, ja. Das Einzige, was er da mal gewonnen hat, war ein Kopfball, den er rausgeköpft hat. Ansonsten war es wirklich schwach. Also, sorry. Wirklich richtig schwach. Umso länger das Spiel, umso besser wurde er. Ja, das muss man ganz klar sagen. Also, er hat sich richtig gut gefangen, hat da ein richtig gutes Spiel gemacht. Nach natürlich auch daran, dass Union offensiv kaum noch stattgefunden hat. Aber danach war er sicher. Hat mir dann ganz gut gefallen, auf jeden Fall. Aber aufgrund der ersten super schwachen 17 Minuten ist auch nicht mehr drin wie eine 3 minus war. Gut, damit kommen wir zu Erik.
Erik für mich heute Note 2. Ja, er hat einen Fehler drin gehabt, dann in der zweiten Halbzeit gegen Ende hin. Allerdings hätte man das auch noch ein bisschen absichern können. Das ist halt nicht passiert. Ansonsten, ja, war es wie immer. Super unaufgeregt, super geschillt, Anweisungen gegeben. Minjay auch ein bisschen ins Spiel geholt dann, ja, einfach mit der Ruhe, die er auch ausgestrahlt hat. Auch ein Opa hat er ganz gut im Spiel gehabt, auch wenn Opa zum Schluss da wieder nicht gut aussah beim Gegentor. Ja, für mich, Erik, ja, Note 2. Gut. Boah, ist aber eine wilde Anordnung hier heute. Wird mir schon Mattis Tell angezeigt, aber ich gehe mal nach der Reihe, sonst, ne? Ihr wisst ja. Mattis, genau wie die ganze Mannschaft, sehr schwache erste 15 bis 20 Minuten, ja. Viele Ballverluste gehabt, auch festgedribbelt. Ich glaube auch zu viele Positionswechsel in dieser Anfangsphase, ja. Da waren Tell, mal Zehner, mal links, mal rechts. Es hat der Mannschaft nicht wirklich gut getan. Es war dann viel, viel besser, wo wir dann feste Positionen hatten. Da sind wir besser ins Spiel gekommen. Hat dann sein Tor noch gemacht, hat sonst auch super geackert. Man hat seine Ballbehandlung gesehen und so weiter. Ja, ich sehe ihn bei einer 2- aufgrund der ersten schlechteren Viertelstunde, 20 Minuten. Ja, darf man halt alles auch nicht so ganz außer Acht lassen, finde ich. Damit kommen wir zum Pavlovic. Pavlovic war für mich der stabilste, auch in der ersten 15, 20 Minuten. Viel, viel stabiler als so ein Goretzka oder auch so ein Kimmich, der Goretzka viele Fehlpässe, wie gesagt, Davis und sowas. Da war Pavlovic noch der am stabilsten war. War natürlich aber auch nicht so auffällig. Aber danach, auch wo die Mannschaft besser war, hat er das Spiel geleitet, hat viele Sachen eingeleitet, hat für mich ein gutes Spiel gemacht. Von daher sehe ich einen Pavlovic heute auch bei einer 2. Gut, dann kommen wir schon zum Schuppo. Schuppo-Moting. Schuppo ganz, ganz schwach angefangen. Wirklich ganz, ganz schwach auch angefangen. Wurde aber dann immer besser. Ja, hat dann für seine Verhältnisse, dafür, dass er so wenig Spielpraxis hat und sowas, echt ein ordentliches Spiel gemacht. Ja, von daher für mich Schuppo eine 3-. Das Minus auch aufgrund, wie gesagt, dieser ersten 15, 20 Minuten. Gut, damit kommen wir zu Thomas Müller. Da wird's wild. Thomas Müller hat natürlich einen Doppelpack geschnürt, ansonsten war er grottig. Wirklich absolute. Ich weiß nicht, wie viele Fehlpässe. Also erstmal hast du ihn in der ersten Halbzeit 25 Minuten lang gar nicht wahrgenommen. So die ersten 10 Minuten hat man ihn noch ein bisschen wahrgenommen, dann war er gar nicht zugegen. Das war ganz wild. Und wenn er zugegen war, super direkt den Ball verloren, super Fehlpässe gehabt. Positiv, er hat heute nicht rumgefuchtelt und Radio Müller gespielt die ganze Zeit, sondern hat mal sich vielleicht ein bisschen auch auf sich konzentriert. Das war auch dringend nötig. Und dann hat Müller Sachen gemacht. So, am Ende des Tages, ja, ist er ein Offensivspieler, der 2 Tore gemacht hat. Wären die Ballverluste nicht da, wäre es eine klare 2. So ist es für mich eine 2-. Ja, aufgrund der beiden Tore, Leute. Ja, es ist immer noch ein Offensivspieler, da wird man als erstes an den Toren gemessen und ja, deswegen eine 2-, Leute. Damit kommen wir zum nächsten Knaller. Das ist ja Leon. Leon war super schwach. Also nochmal, mit der Schwächste in den ersten 15, 20 Minuten mit Davis zusammen. Danach wurde es viel, 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 viel besser. Ja, hat aber trotzdem immer noch, gerade erste Halbzeit, durchgehend in der ersten Halbzeit, oft einen Fehlpass drin gehabt. Vor allem waren das Fehlpässe, die jetzt nicht super riskant waren oder sowas. Das waren meistens Pässe über 3 bis 5 Meter, die man einfach mal direkt zum Mann spielen muss. Ja. Also weiß ich nicht, das war ein bisschen wild. Aber natürlich, umso länger das Spiel ging, umso besser wurde Leon und hat dann ja auch viele Offensivaktionen mitgestaltet, mit eingeleitet. Das Tor gemacht. Ja, ich gebe ihm auch eine 2-. Gut, dann kommen wir zum Heavy. Heavy hat heute wieder ganz wilde Heavy-Sachen gemacht. Was mir nicht gut gefallen hat, dass er wieder ganz oft nicht im Strafraum war. Ja, hat er dann den Freistoß, hat er das Tor gemacht, ja.
Hat viel geackert, viel gemacht, war teilweise auch wieder sehr defensiv unterwegs, war teilweise auf dem rechten Flügel, auf dem linken Flügel unterwegs. Ähm, Teilweise hat man gesehen, dass dann die Seite frei war. Kimmich hätte flanken können. Kimmich konnte nicht flanken, weil kein Stürmer in der Mitte war. Nein, da ist auch kein Deo nachgerückt. Da war kein Tell da. Also weiß ich nicht, das kann man besser gestalten. Ja, also ein Heavy muss in so einem Spiel einfach mehr im 16er sein. Oder das Wechselspiel muss besser sein mit einem Tell oder Müller, wer auch immer. Es muss dann jemand im 16er präsent sein. Das hat mir nicht gut gefallen. Er hat natürlich ein Tor gemacht, ist ein Stürmer, von daher für mich Note 3. Aber aufgrund dieser Geschichte, Heavy muss einfach dann öfter im Strafraum sein. Ich weiß, das ist nicht unbedingt seine Spielweise, ja. Er ist halt oft auch mal nicht im Strafraum. Ist die Frage, wollen wir das dann jetzt Heavy anhaften oder wollen wir das den Spielern anhaften, die nicht dann in diese Lücke reingehen in den Strafraum? Das weiß ich nicht so genau. Aber ich denke, Heavy hätte es ein bisschen besser machen können heute. Hat aber ein Tor gemacht, also war jetzt nicht super schlecht. War jetzt aber auch nicht so die überragende Leistung meiner Meinung. Daher Note 3 für mich. Ja, das waren die Noten. Kommen wir noch kurz zu den Auswechselspielern. Die benoten wir ja bekanntermaßen nicht wirklich, aber natürlich sagen wir da ein paar Worte zu. Opa hat einen guten Eindruck gemacht eigentlich. Fairerweise muss man sagen, dass Union aber dann auch nicht mehr offensiv existent war. Ja, dann hat man gesehen, das Gegentor, da sah der Opa dann wieder gar nicht gut aus, leider Gottes. Und dann war auch gleich nochmal Alarmstimmung bei uns angesagt. Ne? Das war schon sehr wild. Bisschen schade. Ja, schwierig einzuordnen, gerade der Opa. Gut, dann kamen natürlich noch die beiden Wechsel von Conny Leimer und Mazraoui. Habe ich jetzt gar nicht so wirklich wahrgenommen. Den Mazraoui, wo er noch da war. Kann aber auch natürlich sein, dass ich im Chat ein bisschen abgelenkt war. Habe ich jetzt nicht positiv oder negativ wahrgenommen. Conny Leimer hat man natürlich wahrgenommen. Direkt wieder viel unterwegs, viel angelaufen, viel Versuch gemacht, getan. War auffällig. Ja. Gut, dann haben wir noch den Brian natürlich. Brian hat auf jeden Fall viel versucht, war natürlich viel zu über ehrgeizig, ab und wann vielleicht auch zu eigensinnig, aber wer will es ihn verübeln, wenn du seit Wochen einfach links liegen gelassen wirst und dann mal 20 Minuten kriegst, dann willst du natürlich auch irgendwas zeigen, um zu zeigen, hey Trainer, ich bin auch noch da. Ne? Von daher, er war auf jeden Fall auffällig, hat ein paar Szenen gehabt. Ja, hat natürlich einmal sich da aufgeregt über das Foul. Ja, das ist natürlich kein Foul. Ja, das war ein Körpereinsatz und da muss er sich wohl noch ein bisschen an den deutschen Fußball vielleicht gewöhnen, aber ja, das wird schon werden. Er hat ab und wann zeigen können, was er kann. Ja, hat man schon ein paar kleine Erinnerungen an Frank gesehen. Schade, dass er so wenig Spielzeit hat, leider. Gut, dann kam noch Svonarek, den ich natürlich jetzt hier nicht mit dem Bild parat habe. Ja, das war das Ähnliche, ne? Hat's okay gemacht, aber auch da hat man gesehen, dass er unbedingt was zeigen wollte, vielleicht ein bisschen zu über ehrgeizig war. Aber das war völlig fein. Ja, ja, das ist meine Benotung, Leute. Ansonsten war es heute ein Spiel, wo man sagen muss, ja, wir sind so hochgesprungen, wie wir mussten. Wenn wir die ersten 20 Minuten weglassen würden, wäre es eine super souveräne Leistung gewesen. Gerade zweite Halbzeit war wirklich stark, war wirklich souverän. Ja, da haben wir alles im Griff gehabt. Und ich denke nochmal, dafür, dass es um die goldene Ananas geht, ist das völlig fein. War das völlig okay. Und ich persönlich habe es ja auch in meinem Taktikfuchs gezeigt gehabt, fand die Aufstellung völlig okay. Man muss jetzt den Fokus auch schon mal auf Real legen. Drauf geschissen. Ob wir am Ende der Saison jetzt Dritter, Vierter, Fünfter werden, wen interessiert? Wir sind dann in der Champions League dabei und alles ist tutti. Da würde ich jetzt auch gegen Frankfurt dann das Spiel keinerlei Risiken eingehen, um da irgendwelche Spieler aufzustellen, die sehr verletzungsanfällig sind. So wie Guerrero zum Beispiel, finde ich super, dass er wohl gar nicht gespielt hat. Ich weiß gar nicht, war er auf der Bank dabei überhaupt? Ja, war er. Fand ich völlig richtig. Ja, lass ihn einfach mal auch in der Luft. Fand ich auch sehr gut, dass man ihm mal die Pause gegeben hat. Hat ja auch ein bisschen Verletzung zu kämpfen gehabt diese Saison. Und
völlig fein. Da geht Sicherheit vor. Ja, das ist meine Meinung, Leute. In diesem Sinne, rot-weiße Grüße gehen raus. Ich wünsche euch natürlich ein wunderschönes Restwochenende. Und wir sehen uns, wenn ihr Bock habt, Montag 18:30 Uhr hier live auf YouTube oder Twitch. Dann gehen wir mal ein bisschen auf die Nagelsmann-Geschichte und auf die Spekulation um den neuen Trainer ein. Wa? Wie immer an dieser Stelle, vielen lieben Dank für euren Support, Leute. Vielen lieben Dank, dass ihr euch das Video bis zum Ende angeschaut habt. Vielen lieben Dank für euren Support. Wie immer, lasst gerne einen Daumen da. Ich freue mich auch über jeden Kommentar, der geschrieben wird. Und in diesem Sinne nochmal rot-weiße Grüße gehen raus. Und jetzt zum Abschied noch ein paar nette O-Töne von unseren vergangenen Trainern. Ein dicker Kuss von der Trainer von der Meister. Was das Allerwichtigste ist, weil wir wissen, dass er ein guter Kerl ist. Wir sind schockverliebt in meine Mannschaft. Also ich fand, das hat Spaß gemacht zu coachen. Ein Trainer ist ein Idiot. Ein Trainer sehe, was passiert im Platz. Dahin bist du eher Trainer und wenn du viele Spiele hast, bist du mehr Coach als Trainer und ich bin schon lieber Trainer als Coach. Geiler Satz. Magic.